Melli, Joel, wie gibst du den Intimfrisur nennen? unabwandig, getrimmt. Das wären so die zwei Wörter, die mir dazu auffallen. Und du? Also unabhängig als mein auch, ich gebe so ein echter Wildwuchs. Dat hei ass méi wie Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen bei Maybe Sex. Der Joel und ich schwätzen heute über Intimfrisuren. Und das erste, was ich mich dabei gefragt habe, ist, was sind überhaupt Intimfrisuren? Also wo wären hohe sind intim? Was zählen wir zu den Intimfrisuren? Ist du die Frau abgeworfen und ich noch nie darüber nachgedacht, weil das für mich am Anfang ein bisschen logisch wäre, dass das Tor am Intimbereich wären. Ich weiß nicht, ob das für mich mangelnde Vorbereitung für das Podcast schätzt oder einfach darüber, dass ich nicht die Menschen darüber nachgedacht habe. Aber wo du die Frau gestaltest, an der also gemeinsamen Vorbereitung, habe ich natürlich angefangen, darüber nachzudenken. Und ich fand zum Beispiel, dass so Achselhaar, den die durchaus auch Kind zur Intimfrisur oder zu intimen Haarkind zeichnen, an wo das genau abhält, den Intimbereich, das ist ja auch eine Frage, die ihn sich stellen kann. An jeno Körpertyp sind Tor ja auch ein bisschen anders, die da wissen. Also das habe ich auf jeden Fall schon mal beobachtet, die Haare nicht überall selber sind und dann so übergehen. Von zum Beispiel aus dem Intimbereich auf den Bauch, dass das dann einfach ein bisschen andere Haare sind. Ja, also ich fand auch, dass so die Haare, die quasi vom Intimbereich rüber auf den Oberschenkel gehen oder auf den Bauch gehen, am Anfang relativ intim sind. Und ich fand auch, dass bei den Achseln am Anfang die relativ intim sind. Also das war das Einzige, wo ich mal gedacht habe, ja, aufgesehen vom Intimbereich, bei den intimen Organen, bei den Genitalien, sind Achseln am Anfang die Haare, die ich noch so gegen mit dazu zählen. Und die ja auch kein frisieren, aber irgendeine Art und Weise tatsächlich. Und dann habe ich noch immer so Nippelhaare noch gedacht. Also so Haare, die rundherum den Nippelhaar zum Beispiel. Verschiedene Leute haben das nicht. Oder auch so Haare auf der Brust. Und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, alles, was den so gegen beurchten und Haare, wenn den sich, ich nenne das sex-ready mischt. Also wenn den sich überlegt, wie fühle ich mich wohl an meinem Körper, wie keine Ahnung, bereden ich mich vielleicht ob für eine andere Person körperlich nur zu kommen, da sind die kennt du mal ranholen. An andererseits ist dann natürlich auch Intimität total subjektiv, weil auch Haare um Reck oder um den Arm oder um den Bein können ja intim sein, zumindest je nachdem, wen sie upackt, oder wen sie gesagt, oder wohin sie gesagt, oder? Ja, auch von wem ich will, dass sie so gesehen. Also wenn ich gebe so ein intim Haar, sie just die Haar, die just spezielle Leute will weisen, dann hätte ich auf jeden Fall lange Zeit, von wegen Leben lang, ziemlich viel intim Haar gehabt, ziemlich viele verschiedene Plätze, also zum Beispiel auch vom Reck, weil da das ein Platz, wo ich Haare, die ich lange Zeit nicht unbedingt wollte weisen, aber wo ich mich auch dann nicht immer ganz wohl, wenn man da vielen die andere Leute weisen, das aber mittlerweile nicht mehr so schlimm oder das irgendwie nicht ein größten Drama für irgendwie an einen öffentlichen Schwamm zu gehen, an den T-Shirt aus und das wäre aber auch mal ernst. Ich weiß aber nicht, ob ich unbedingt mein Reckenhaar als Intimhaar Gift bezeichnen. Ich fand das aber interessant, wie so darüber nachzudenken. Also jedenfalls einen interessanten Aussatz. Naja, dann gehen wir mal rüber bei die Haare, die mir als intim gesehen. Kannst du dich daran erinnern, wenn es dir die erste Kehr etwas mit denen Haaren gemäht hast? Weil mir schwätze ja heute über Frisuren. Kannst du dich erinnern, hörst du so eine Intim-Frisur-History? Weißt du, wie ihn so bei den Haaren im Kopf auch hat? Also ich meine, History von der Kapo, also ein bisschen mehr aufregend und vielfältig wie die von den Intimfrisuren, muss ich zugeben. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie das war. Irgendwann an der Pubertät mit
14, 15, 16, wahrscheinlich ist das so 14, 15. Und ich mal angefangen, denen Haar rundherum zu schneiden und probieren, sie irgendwie auf eine Länge zu bringen. Schon auch mal probiert zu rasieren. Und ganz wächst mir, das ist mir nie so ganz gelungen. Wie wäre das bei dir? Also ich kann mich süß die erste Kehr Bein rasieren erinnern. Und ich fand, also mein Beinhaar sich schon intim. Also ich schon noch nicht gern kurz boxen an, auch nicht am Sommer. Los, seitdem ich auf meine Beinputter tun, ein bisschen Leber. Nicht jeder, die auf die packen, nicht jeder soll die sehen, auf ihren allem nicht kommentieren. Und da war ich mit meiner damaligen besten Freundin, und wir hatten noch bald kein Haar und Bein. Und da wurde bitten, und hat eine große Schwester. Und die war damals 16, 17. Und dann haben wir mit dem seinem Rasierer als Bein rasiert. Und das war mega aufregend und auch so mega so ein intimer Moment am Anfang Tisch Eis auch. Und auch irgendwie so, ja, den Anfang von der Veränderung, dass ihn etwas mit dem Körper hoher mischt oder mit seinem eigenen Körper auch irgendwie verändert. Und ich denke natürlich, auf jeden Fall auch etwas mit Sozialisation zu tun. Also ich meine, wenn du als Mädchen, als Frau sozialisiert bist, kriegst du auch irgendwann suggeriert, du musst etwas mit den Haaren machen. Und ich meine, das war so ein Anfang. Und dann hatte ich lange Zeit eben dadurch auch das Gefühl, ich muss alle Haare, die ich im Körper habe, die nicht auf meinem Kopf sind, rasieren. Und habe das aber überhaupt nicht angenehm fand, dass mega viel Arbeit, so Sachen wie Stoppeln oder angewursten Haare oder ja, so kleine Rasierpickeln sind auch nicht besonders angenehm. Und du wennst du nicht irgendwann denke, wo man du bewusst gehen hast, am Anfang will ich das gar nicht, am Anfang geht es mir gar nicht gut, zu Übergang sie zu trimmen. Das war so groundbreaking Moment an meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich gehe auch trimmeren. Ich brauche sie nicht mit der Schere zu schneiden, weil das ist kompliziert. So mal wie das, egal wo ein Haar schneidet Körper, bei sich selber, es gibt überall so kleine Ecken, Fallen und dann ist es nicht gleichmäßig und so. Und dann für einen mit so einem Rasierapparat einfach irgendwo drüber zu trimmen, fand ich schon ganz angenehm. Und Hund hat halt nicht die Side-Effects, die vielleicht rasieren hat. Wo man schon bei den Art und Weise wären, wen sich kann frisieren. Oder? Da wäre mir auf jeden Fall rasieren angefallen als ein von den Haupttools sozusagen. Geht doch Wurst. Was ich persönlich selber nie ausprobiert habe, was ich mir auch echt schmerzhaft vorstelle, mit das. Es gibt, wie du siehst, getrimmt mit einer Haarschneidemaschine oder einem Trimmer. Es kann den auch ein Teil trimmen an einen Teil rasieren. Also wirklich so quasi eng Frisur. Und da gibt es natürlich noch die Option, einfach alles will wissen zu lassen und sich nicht allzu viel darum zu kümmern. Für all die Leute, die mengen, das gibt es zu feiern, dass irgendwann ein riesigen Dschungel aus der eigenen Innerbox gibt wissen, dem ist nicht so, wie bei den allermeisten Haaren fallen auch Intimhaar irgendwann aus und gehen nicht unendlich lang. Ja, das finde ich immer sehr interessant, fand, wo ich dann angefangen habe, all meine Haare mal ein wissen zu lassen. Was die überhaupt machen. Wer eine Farbe zu haben, wer eine Konsistenz zu haben, ob sie anders sind wie die Haare Kopf. Bei verschiedenen Leuten glatt Haare, verschiedene Leute Krausle, verschiedene Leute mit hell oder mit dichter Haare. Ja, das kann sich von Körperplatz zu Körperplatz auch ein bisschen verändern. Und ich muss sagen, ich fand das aber ganz entspannend, dass für in allem Haar am Intimbereich irgendwann, auch noch bei den Achseln irgendwann abhalten mit Wurst sind, weil sie sich denken, los ich mir lang genug, weil das jemand Haar Kopf nicht so. Ja, das stimmt. Oder auch mit den Beinen. Ich muss sagen, das möchte ich auch schon ein bisschen mir einfach, weil sonst, ich fand so Maintenance von Haar Kopf schon manchmal ein bisschen anstrengend. Dass sie nicht irgendwann denken, mir können so, okay, los ich mal gut, mit geht immer weiter. Da gibt dann immer den einen Tag, wo sie wirklich immens gut aussehen, an denen sie denkt, ich habe die perfekte Frisur. Mega. Und das dauert dann so eine halbe Stunde und dann wissen sie schon ein bisschen und sieht schon wie gut aus. Mega, das geht deckse, ja. Aber ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich all mein Körperhaar müsste immer schneiden, das wäre mega viel erbischt. Also wenn die alle immer giffen unendlich lang wissen, das wäre wirklich krass. Dafür, Gott sei Dank, Körper, merci. Dass du das nicht misst. Weil, ja, im Winter wird gut warm, mir sonst wäre es wirklich, ja, aber vielleicht hat man da keinen Kleider an. Egal, da gehen wir philosophisch. Zurück zu den Intimfrisuren. Weil du gesagt hast, es kann ihn sie rasieren, antrimmen.
Da tun ich auch für viele Lateinen, dass sie trimmen und dann so eine Form ranrasieren oder ranschneiden. So ein Streif oder Zum so Beispiel. Schnips. Ich schon höre von Dreiecker, Mhm. von einem Pfeil, das ich auch Speed fand. Und eine Freundin hat mir gezählt, das experimentalste, was hat gemietet wäre ein Herz. Das ich auch Sweet fand. Ja, das klingt doch live. Was ich auch noch hören habe, ist, dass eine andere Freundin heute Porno gesehen, wo eine Person hier Intimhoher am Intimbereich an den Arm Move gefirft hat. Ah ja. Und dass das mega cool ausgesehen hat. Also ich meine, das geht just, wenn er ganz hell Haar hat. Ja. Also Müssen sie das wieder blechen alles? das gebe ich nicht rekommandieren, sie zu blechen. Wenn ihr so Blechmittel kauft an Gebrauchsanweisung liest, dann steht auch dran, sollen die nicht am Intimbereich benutzen und ich gebe das wirklich nicht probieren. Aber wenn den Hellhaar hat, dann kann ihn das durchaus machen am Firwen. Es gibt ja semi-permanent Färb, die nicht immens lang hält, die auch nicht schlecht ist für die Haar. Du kannst mir schon vorstellen, dass das kein Problem wird gehen, wenn ihr probiert, dann sing Intimhaar immer dazu firwen. Hier, an all die Sachen, die man so tun, also mit Trimmen, Rasieren oder Wurst oder so, kann ich natürlich auch an das Mal noch viele Leute zum Beispiel in den Achseln machen oder auch an andere Körperplätze. Du hast gesagt, Kaltwachsstreifen. Ich schon als jugendliche Person ein Kadoma da eine Erfahrung gemacht und es war furchtbar. Es war wirklich schlimm. Es war so an der Phase, wo ich verstanden habe, dass es gesellschaftlich von mir gewollt ist, dass ich mäßig hohe freie Haut tun. Und ich habe das auf meinen Arm ausprobiert, weil als so Anfang Pubertät fängt die auch noch an den Armen und den Beinen einfach mehr Haar zu haben wie für drin. Es hat mega weh getan und die kahle Wurst ist einfach auf meiner Haut passen geblieben. Oh. Ja, es war richtig schlimm. Also ich denke, es gibt bestimmt Leute, die das schon Jahre, Jahrzehnte lang machen, für die das gut funktioniert und die so geht schnell, that's my way to go. Aber für mich war das überhaupt nicht. Und ich kann mir, also es tut schon im Arm mega weh getan. Ich kann mir nicht vorstellen, das entgegen von irgendwelchen empfindlichen Schleimhäute zu bringen. Aber es gibt auch Leute, die sind dafür ausgebildet, für das zu machen. Also vielleicht, wenn ihr das professionell mehr liest, dann geht es vielleicht nicht so weh. Ob man es dauert, dann nicht so lang, denke ich mal. Egal, ob ihr sie Wüssel ist, ob ihn sie rasiert, ob ihn eng witzig Frisur mit einem Pfeil oder einem Herz mischt oder probiert alles irgendwie fortzukriegen, tut ihr ja immer Gründe dafür. Du hast doch schon ein bisschen gesagt, du hast das Gefühl, dass von der Gesellschaft erwehrt wird, dass du das Mist machen, dass du den oder Mist wäsch machen. Ja, wieso möchte ihn sich eng Frisur mit seinen intimen Haar? Ich kann natürlich nicht aus meiner Erfahrung schwätzen und schon noch ein paar andere Leute gefragt. Für mich aus ein Grund so ein bisschen Praktischkeit. Also ich fand es schon mehr praktisch, wenn ich Deo abdrohen, weil mein Haar ein bisschen mehr kurz ist, weil ich das Gefühl habe, dann halte besser. Schon so, weißt du, so Schmierdeo, wo ich am Anfang so dran zappt. Ich noch schon von einer Freundin höre, was mir genau dagegen Deo gesagt hat, aber mir gesagt hat, mir ist schon Gefühl, mein Deo halt besser, je mehr Haar schon. Das heißt, das ist wirklich ultra subjektiv. Genau, und ich fand es auch am Intimbereich oft angenehm, wenn die Haare ein bisschen mehr kurz sind. Am wegen in der Boxen gehen nicht so sehr für die. Und ich mache es gerne, weil ich das Gefühl habe, ich kümmere mich um mich. Also ich würde immer so ein Stündchen Zeit für zu duschen, und mich anzucremen, an irgendetwas zu trimmen und so. Und ich merke an der stressigen Phase von meinem Leben, packen ich das oft nicht so. Und das fand ich am Anfang schuld, dass ich mir nicht durch die Zeit holen kann, die mir am Anfang gut geht, für etwas für mich zu machen. Und eine andere Freundin hat mir erzählt, dass es mega interessant findet, auch zu gucken, was die unterschiedlichen Zustände von Körperhaar mit ihm machen. Also, wer hat sich zum Beispiel beim Solo-Sex fehlt, wer hat sich beim Sex mit anderen Leuten fehlt, wer sein Vulva sich auch nicht aufhielt, mit unterschiedlichen Längen, unterschiedlichen Frisuren. Und auch wie sich der Geruch verändert und so. Also so ein bisschen selbsterfahrungsmäßig. Was denkst du, Joel? Also bei mir ist es viel Bequemlichkeit, wieso ich nicht mehr machen. Aber auch ein bisschen so ein Gedanke von, ich muss das nicht machen. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, dass ich dann nicht muss machen. Also dass ich mich nicht muss schummen für die Haare, die ich schon
Mega. Weil das wäre Langzeit dann aber irgendwie der Fall. Komischerweise von allem bei den hochänderten Ärmen, also bei den Achselhaare, die haben ich Langzeit irgendwie entweder geschnitten oder tatsächlich auch so getrimmt, der niedrigste Stufe, und da wären sie bald ganz fort. Wo ich am Anfang nicht ganz verstehen, was man das Gefühl hin dass ich kein hoher durch die Hälfte tun. Vielleicht auch verbunden mit der Geschichte vom Schweißen, auch vom Geruch und so, dass wir dann irgendwie auch mit denen hoher verbunden. Ich meine, dass da immer ganz unterschiedliche Quellen gibt, dann ich weiß halt nicht, wie was stimmt, ob ihn tatsächlich Männer schweißen oder mehr schweißt oder Männer riecht oder mehr riecht, je nachdem, ob ihn hört oder nicht. Ich meine, dass das auch am Anfang nicht so wichtig ist, dass ich das froh, wie auf den an durchgeht, an was für ein Deo benutzt und was die riecht. Also für mich ist das dann Stuhl lassen auch ein Teil von enger Zweckeroberung von Autonomie über mein Körper oder von einfach mein Körper, also wie ich sehe. Und ich fand eine gute so wie ein Ass. Am Genitalbereich also tatsächlich echt da so ein sehr von, okay, ich kann da trimmen, mit da muss ich es regelmäßig machen. Und dazu habe ich schon immer Zeit oder Lust. Und da das mir dann zu viel an Anfang geht es so, aber nicht heißt du ein kleinen Scheier holen an Hohe, die mir zu lang sind oder irgendwie probieren dabei lang zu bringen, da geht man da am Anfang auch für mich durch. Wir haben auch nicht über Hoden geschwärzt. Ich fand das enorm schwer ist, irgendwie Hoden zu rasieren oder auch zu trimmen oder Tor do irgendwie an Bein lang zu bringen, weil da doch einfach enorm empfindlich ist, an den sich da immens sehr schneiden kann. Also schon eine Haarschneidemaschine, die ich auch benutzen, mal für den Bart zu trimmen oder so. Und ich mich noch nie geschnitten, ob egal was für Körperplätzen, außer und den Hoden. Also da das irgendwie tatsächlich ein immens empfindlich Platz, so wo die Haut auch enorm dünn ist. Und da muss ich noch einfach aufpassen. Also da so Raps, wo für mich dann einfach ein Grund ist, für du nicht viel drin zu gehen, weil ich einfach denke, okay, ich schon nicht die Geduld, für da wirklich viel aufzupassen und dann muss ein Schläfer einfach fressen. Ja, auch bei Vulva-Lipsen muss ich mega aufpassen. Für allem, wenn ich Vulva-Lipsen hört, die ein bisschen rausgucken, quasi. Also die Banischt, das kann schon auch tricky sein. Dafür, ja, Verletzungsgefahr, das ist auf jeden Fall ein Grund für was nicht, ist relativ heisch. Für allem beim Rasieren habe ich das Gefühl, mir auch beim Trimmen könntet ihr mal für, da sind dann, keine Ahnung, irgendwie falsche Winkel gerät oder so kleinen Absatz nicht mehr benutzt beim Rasierapparat. Und dann, ja. Ja, ich ging dazu stimmen, also einfach alles stehen zu lassen, fand ich auch eine Form von sich selber unholen, aber in einer Weise. So, also Selbstliebe, keine Ahnung, wie man das nennt. Und ich merke aber auch, dass wenn Leute meine intimen Frisuren, egal wo sie sind, in den Armen oder am Intimbereich oder unter Beinen oder wo auch immer, dass wenn ich die Leute nicht gut kennen, an ihnen körperlich nur kommen, dass trotzdem noch so an mir dran so die so verschummt ist. Also die Klangen tut von, finde die Person mich so wie es gerade ist, wäre man das getrimmt, nicht getrimmt, gut. Was erwartet sich die andere Person? Genau, also der Blick von mir auf mich selber und der Blick von anderen auf mich machen natürlich auch unterschiedliche Sachen. Und ich denke, der Blick von mir auf mich selber, also es möchte nicht so viel unterschiedlich von der Chain, wenn ich mal Zeit holen kann, für mich um meinen Körper zu kümmern. Es gibt mir auch auf eine Art und Weise Confidence, wenn ich das Gefühl hatte, schon etwas gemäht, was gut für mich ist. Also mein Selbstvertrauen und mein Körpergefühl gehen schon positiv beeinflusst, wenn ich, keine Ahnung, hoher trimmen, gucke, was ich schön fand und so. Mir genauso viel geht es mir aber auch gut Körpergefühl und Selbstbewusstsein, wenn ich so am Schluss einfach alles so stehe, wie es ist. Also das ist irgendwie interessant. Wie das sich auch eine Phase von meinem Leben vielleicht ändert. Und je nachdem, ob man Sommer oder Winter haben, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Ja, die Sachen sich irgendwie passen. Weil man generell gerade mit meinem Körper geht, weißt du, für die so unterschiedliche Körperphasen auch am Leben. Wie hältst du das so vor? Also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung? Ich fand das immens spannend, froh. Also lange auch so, wie akzeptiere ich mich selber, aber was sind irgendwie Intimfrisuren, mit denen ich mich gut fühle. Das wäre schon länger Zeit ein Thema. Ich meine auch, weil das hohe Thema bei mir insgesamt so ein Thema wäre. Weil man da aber ein großes Projekt wäre, für Leute zu sagen, okay, ich will all die Haare, die auf meine Beinwurzeln oder auf meine Rückwurzeln waschen, weil ich die irgendwie komisch fand oder da gerne Männer hätte oder so, dann als an den Teamfrisur ergreifen, das ist ein kleiner Schritt, den sowieso dann auch okay gesagt, aber da habe ich dann irgendwie Kontrolle drüber. Also das fand ich auch am Anfang spannend, dass das Langzeit so wäre.
wo der bist Akzeptanz für den Rest von der Körper hoher Kommas, dann also irgendwie Akzeptanz kommen für den Teamfrisuren so stehen zu lassen oder so wissen zu lassen, weil sie das halt einfach machen. Bei mir schon effektiv in der ersten Zeit noch ganz wenig angegriffen, wann dann ohne mal viel Gedanken drüber zu machen, was ich auch interessant fand. So. Und schon mal auch wenig Gedanken darüber gemacht, wie andere Leute das wahrholen, weil ich einfach davon ausgegangen sind, dass sie das am Anfang gut fanden. Was aber ein bisschen daran erleidet, die Geschichte mit dem Rest von der Körper hoch. Also das scheint irgendwie bei mir immens verknüpft zu sein, weil dann auch oft so ist, dass Leute das gut fanden. Und ich mir dann denken, okay, du gehst es wahrscheinlich ein bisschen komisch fanden, wenn ich überall Haar hat, außer am Intimbereich, und die komplett plagisch wird. Also erstens gibt es wahrscheinlich ziemlich witzig ausgesehen, und wir aber wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen, also nicht kontraproduktiv, mehr irgendwo so etwas, wo man die Leute nicht verrechnen. Kontraintuitiv. Ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst, weil, also, ich weiß nicht, weil ich mich kennengelernt, mein behochte Bein, mein kleinen Oberlippenbärtchen und so, manchmal erwarten sich vielleicht auch nicht, dass ich dann komplett glatt rasiert bei meinen intimen Organen sind. Mir wisst, kann den leider überraschen am Anfang. Kelly, willst du noch ein bisschen drüber schwätzen, was du bei dir selber, aber was du bei anderen flott findest? Weil du hast für drunter in der Fehlberedung gesagt, dass du darüber nur gedacht hast, ob sich das beeinflusst. Also quasi, wen selber mit den eigenen Körper holen möchte, und wie bei anderen. Und ich muss sagen, seitdem ich mehr einen entspannten Umgang mit Körper holen, mit mir selber habe, also auch bei anderen ein bisschen mehr entspannt. Mir ehrlich gesagt, war das schon immer etwas, was mir ein bisschen egal war. Weil, wenn ich die andere Person so flott fand, also dass ich mir vorstellen kann, dass man als plagisch gesehen und dass ich Lust tue, die Person plagisch zu sehen, dann ist es mal noch nie vorgekommen, dass eine Intimfrisur mich irgendwie aufgeturnt hat. Also egal wie die lo ist, ob die lo komplett wurstegelos oder getrimmt oder rasiert oder wie auch immer ist. Genau, also mit anderen Leuten, also ich meine nicht immer selber ein bisschen mehr streng, auch wie man das selber. Also Sachen, die sich bei sich selber nicht so flott findet, sind eigentlich bei anderen Leuten oft ein bisschen egal, wenn sie attraktiv und unsehen finden, oder? Ja, ich denke noch. Also mir geht es auf jeden Fall so, und ich fand das auch am Anfang ein guter Gedanke, für zu sagen, wenn eine Person mich so flott findet, ohne zu wissen, wie meine Intimfrisur ist, da wird sie wahrscheinlich nicht immens viel Probleme mit meiner Intimfrisur haben, egal wie die ist. Also das beeinflusst sich ja auch, wie ihn sich selber fühlt, und wie die andere Person ihn dann betrügt. Also einerseits, wenn ich selber gut fühlt, dann findet die andere Person vielleicht auch echt gut, da das so oft ein bisschen mit Selbstbewusstsein, was ein bisschen so spiegelt auf die andere Person. Und das natürlich auch, wenn ich eine bestimmte Intimfrisur immens super fand, und ich den einer Person die nicht vorgesetzt und ich gesehen, oh, das ist genau das, was ich am Anfang mal viel gestaltet habe, was ich gut fand, dann beeinflusst das ja auch etwas darunter, ne? Da freut sich vielleicht oder tut den vielleicht mehr Lust für die eine oder andere Sache zu machen oder findet das einfach mehr attraktiv. Also du darfst ja auch durchaus einfach Präferenzen haben, aber ich fand, muss ich sich trotzdem fragen, woher kommen die Präferenzen dann, durch was sind sie beeinflusst. Also ich schon zum Beispiel das Gefühl, dass an meiner Jugend es enorm normal wäre, dass alle Personen, die so in der Öffentlichkeit gesehen hat, gar kein Haar hatten auf ihrem Körper. Also weder Männer noch Frauen, von den Männern nicht auf der Brust, und Frauen schon gar nicht irgendwo. Und das wäre dann noch immer irgendwie impliziert, dass Frauen dann ganz blank rasiert wären, auch an ihrem Genitalbereich. Ja. Mega, das ging ich auch so gesehen. Mir war ja, es war eine ähnliche Zeit, jugendlich. An demals hatte ich mich das niemals getraut. Das war schon immer Teil vom Ritual von, ich weiß, dass ich heute noch vielleicht für einen Wert plagisch bin. Oder auch in der Dars, also egal, ob du an Piscine gegangen bist, an einer nicht sexueller Situation, oder ob du wusst, heute noch, wenn ich vielleicht Sex mit irgendeinem, war klar, kümmert den sich um seinen Körper hoch, weil das ist peinlich. Und ich muss sagen, da tun ich auch recht ganz aufgelöst am Anfang, wo ich mein kleinen Bart hoch Wurste gelos hun iwwer Menge iwwer Lips, weil dat war eigentlich nach so dat Last, wo ich heinst du so hoher gezupft hun wirklich regelmäßig, und du hast mir abgefallen am Anfang fand ich der kleine Bärtchen relativ flott. Ich fand, geht mir gut, ich fand es angenehm, dass du da ist,
Und du hättest natürlich queer zu sehen, dass die Leute mit denen ich auch queer sind und die vielleicht auch einer, ja, Schönheitsnormen mittlerweile für sich haben sozusagen oder Vorstellungen, ja, doch vielleicht so gesellschaftlich Vorstellungen, einfach viel nach froh tun. Und ich fand es generell, ja, wurde doch viel mit Gender zu dienen, oder? Also das wo wir bei der Frau waren, für was man sich Intimfrisuren, dass so etwas mit Gender Performance zu dienen hat. Also das genau nicht nur als hygienisch gesehen zu gehen sozusagen. Früher am meinem Kopf drauf war, okay, du musst dich rasieren oder trimmen oder irgendwas schnippeln, mir auch irgendwie als weiblich. Dass ich immer auch Angst hat, nicht so denen vergeschlechtlichten Standards zu entsprechen an irgendwie, dass Leute dann den Gag machen oder komisch gucken und so das komisch fanden oder so. Genau, und da kommen ich aber immer den Punkt zurück, den du viel gesagt hast, mit Confidence. Also seitdem ich mein kleinen Oberlippenbärtchen mit Confidence drohen, wird mir selbst von egal, wann irgendeine Kommentar mich oder Heinz und Jugendliche an der Schule sind auch verwirrt, so was für ein Geschlecht schon, ob ich eine Frau oder ein Mann wäre oder so. Und seitdem ich irgendwie, ja, mich doch nicht an mir selber verunsichern lassen, mit meiner intimer Oberlippenbärtchen-Frisur, ja, kann ich das gut holen. Und ich denke, genauso als es doch, wenn er sich wohlfühlt mit anderen Körperplätzen an den Hohen, die da sind. Mir Idee auch, wie der anderen Person mit unterschiedlichen Körperplätzen geht, oder? Ist schon etwas, was mich auch interessiert, Joel, nämlich Oralsex. Ich wollte genau das auch schwätzen. Also natürlich, wenn eine Person, bei der ein Oralsex möchte, viel Haar hat, dann ist es bald unmöglich, für nicht irgendwann Haar am Mund zu haben. Ja. Und auch irgendwann lassen Haar am Mund zu haben. Das ist meiner Meinung nach nicht immens schlimm. Ich gebe viel keinen rekommandieren, sie so sehr wie möglich aus dem Mund zu holen. Da kann ich erstens einen kleinen Pause machen, das ist auch nicht schlecht. Und zweitens verhindert den dann, dass die Haare weiter wandern an irgendwann so am Hals sind, an den dann aufhängen muss man hosten. Und dann vielleicht so einen halben Sexaccident hört und irgendwie muss viel Wasser trinken. Also wenn so ein Haar bis irgendwie ganz weit hannen an der Straße ist, dann hat den na lang das Gefühl, das Haar wird immer da, auch wenn es schon lang fordert. Also ja. Dafür kann ich just rekommandieren, für die Haare so sehr wie möglich loszugehen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das geschieht verrengen. Es ist normal, das ist die normalste Sache von der Welt, das weil viel Haare irgendwo sind, die dann noch lassen Haare sind und den dann an den Mund kriegt, wenn den du am Gang ist, irgendwie am Mund rundherum zu vorwerken. Das ist einfach so. Und ich gebe mich davon nicht lang steuern lassen und Tor rausholen und weitermachen. Und wie gesagt, es kann auch eins du gut sein, eine kurze Pause machen bei Oralsex. Weil das kann ja auch anstrengend sein. Mega. Also Zungenmuskelkater nur Oralsex, it's a thing. Das passiert. Ja, das ging ich ähnlich gesehen. Du hast das so gut umschrieben, ich hatte da nie so genau drüber nur gedurcht. Ich fand, du hast immens gut auf den Punkt gebracht. Merci für den Tipp. Vielleicht muss ich nächstes Jahr und ich denke, das schon einfach mal das geschieht. Ja, ich fand, was unangenehm ist bei Oralsex, als wenn es so Doppele sind. Weißt du, so fast Doppeln. Das heißt, wenn den, weiß ich nicht, für eine Woche rasiert wird, und dann ist es nur Gewurst. Und dann pickt es so. Da kriegt er so ein bisschen so ein, nennt ihr das Rasurbrand? Oder ist das nicht mehr, wenn er das bei sich selber hat? Ich meine, das ist bei sich selber mit. Das geschieht was so viel zu So fühlt es sich so ein bisschen wund und so ein bisschen rot. Also, wenn eine Person kusst, die ihr Bart hat, kriegt er da doch eins so dann um Köln oder rundherum den Mund. Genau, und das geht natürlich auch bei Oralsex. Das fand ich nicht so angenehm. Genau, ich fand das auch einen von den Notdealer von Rasieren. Wobei ich auch immer schwierig fand, ich müsste mal bei Leuten nachfragen, was für ein Gräs vom Trimmer da die richtig Gräs ist, dass es nicht pickt. Ich meine, gut ist einfach, wenn, und du findest es am Anfang nicht so smart, direkt für Sex den Teamfrisur zu frisieren, weil gut ist es, wenn ein trimmt am Anfang, dass es ein bisschen rausgewurzt ist, oder dass die Stoppeln nicht mehr so ganz fast aufgeschnitten sind. Weil mal Menge Impression. Ja, ich freue mich, wenn du auch nicht, da kann man irgendwie so ein Shampoo oder irgendwie so Weichspüler quasi. Stimmt, ja. Das kann beeinflussen. Also ich weiß das zumindest, mir beim Bart, also du hast das gesagt, das ähnlich. Also du hast dann normalerweise, wenn sie ein bisschen rausgerüstet sind, sind sie nicht mehr gerade so fest. Aber das muss ich vielleicht tatsächlich ein bisschen selber bei sich beobachten, wie das sich verändert mit der Zeit.
Und dann kann die wahrscheinlich den idealen Zeitpunkt für zu trimmen feststellen. Aber so aus dem Stegreif weiß ich da auch nicht, wie nie das da genau ist. Ja. Und ich meine, Heinz, so kann ich das doch wirklich schnell so planen. Was war denn das andere, was du noch wolltest, froh, Joel? Ma, mir haben da über einen Intimplatz nicht so viel geschwärzt. Ah. Also ich schon Gefühl gehabt, mir viel über Genitalien geschwärzt. Ja. Und mir haben da gar nicht über den Hörner Anus geschwärzt. geschwärzt, ja. Genau. Ja, du wirst es sehen. Ein Platz, wo ihn noch nicht schwer rücken wird. Noch ein bisschen nie unangenehm aus. Ja, ich muss sagen, ich fand immer eine Herausforderung, auch mit dem Trimmer. Mhm. Und da ist mir zwar persönlich noch nicht geschieht, aber ich kenne eine Geschichte von Leuten, die sich dann so an, wie nennen die das, Danus fallen? Also die Fallen, die quasi rundherum sind, die sind ja auch mega empfindlich, da dass du dann noch eine Schleimhaut, die sich da rangeschnitten haben und das hat wohl mega wehgetan hat. Autsch. Also auch da, Aufpassen. und ich habe noch das Gefühl, auch da geht es von der Gesellschaft mega so ein Druck, oder? Ja, Da sind auf jeden da- Fall. Auf jeden Fall. Sich zumindest schneiden, bisschen mit Kürzen rasieren soll. Mhm. Weil Hühner ist ja sowieso schon ein Platz, die viel schwierige Konnotationen hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wo die echt hoch mit meinem Hörner gewusst sind, und ich mich gefragt, ob ich normal wäre. Weil ich das nicht wusste. Ich habe zum Glück an einem Porno gesehen, dass das durchaus viel kennt. Das Leute hoch um Hörner haben, da wäre ich ein bisschen beruhigt. Hm. Mehr ja, also ein schwieriger Platz, dann noch, ja, ein Platz, wo ich gut muss aufpassen, wie es du gesagt hast, aber wo ja auch einfach manchmal mit viel Schund verbunden ist für viele Leute. Mega. Ja, also genauso wie Analsex ja auch mit viel Tabu, Schum so besetzt ist. Ja, wo auch Sinn ergibt, wenn ihn zum Beispiel will oralen Analsex haben, darüber nur zu denken, welche Stadt für ihn selber, oder für die andere Person gut auffällt. Mhm. Ich fand, da ergibt es auch schon Sinn, ehrlich gesagt, aufgrund von Fäkalien, so vielleicht heinz du ein bisschen zu trimmen. Also mir erschenkt das heinz du praktisch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber als du Porno in geschwärzt hast, Mhm. mir hatte du schon ein bisschen so über so gesellschaftliche Sachen geschwärzt, das wäre vielleicht denke die Richtung, an der ich gehen gehen. Ich fand Porno und Drohen mega viel dazu bei, dass Leute am Allgemeinen den Druck verspüren, Mhm. sich zu rasieren oder glatt rasiert zu sehen, weil das do halt Norm am Porno, oder? Und ich denke, also wenn wir auch drüber geschwärzt haben, für was rasiert ihn sich, für was nicht, am Anfang fand ich schlechte Grund, sich zu rasieren, weil ihn sich gezwungen fehlt immer und weil ihn sich unter Druck gesagt fehlt, entweder von der Person, mit der er Sex hat, die sieht, wenn ich rasiert ist, was ich fand persönlich ein No-Go ist. Genau, ich fand keine Präferenzen äußern oder so denke, drüber erhalten. Junge Leute, vor allem, die nicht viel plakisch Kipperen bis an ihrem Leben gesehen haben, immer nur die glatt rasiert Porno-Kippere gesehen. Mich scheint so traurig, weil ich auch merke, wie viel zum Beispiel mein Jugendliche in der Schule sich da von einer Druck gesagt fühlen. Mhm. Ja, und das ist einfach ganz viel, was so Matt schwenkt und den hoher. Also ein bisschen, wir haben schon über Hygiene und so Proprietät geschwärzt. Das ist einfach etwas, was du mal da verknüpft wird, dass wenn ihn sich rasiert, dass den dann nicht irgendwie hygienisch wird oder Mama will auch. Und andererseits auch so ein bisschen den anderen Extrem, was dann zu sagen, okay, ich lasse alles wissen, weil das ist natürlich. Ja, das ist es vielleicht, aber wir leben nicht an irgendeinem Zustand, wie eine Spezies evoluiert das. Also, wir haben schon irgendwie über mit rohe Kleider und so weiter geschwärzt. Wir leben halt einfach an einer total künstlicher Energiemeer Gesellschaft, wo alles irgendwie, wir leben an Häusern, wir leben nicht an Höhlen, wir essen, was die von irgendwo hier könnt, also weiter und so fort. Also 100.000 Beispiele. Die lauscht gerade ein Podcast. Also da muss man ja aber nicht wirklich über natürlich oder unnatürlich schwätzen. No. Also für mich hast du immer so, okay, natürlich kann ich so, das ist natürlich, und natürlich kann ich so ich will mich irgendwie mehr wohlfühlen oder ich will mich mehr nur in dem fühlen, wie ich irgendwie als biologisch Wesen sind, was auch immer das dann heißt. Aber für mich persönlich schon immer, okay, ich erkenne einfach unterschiedliche Schwachungen. Und das ist für mich das Wichtige. So. Ich kann, nur viel nur gezählt, ich kann mich ganz blank wurzeln lassen, ich kann stoppeln, stehen lassen, ich kann mir eine witzige Frisur dran rasieren, ich kann nicht wild wurzeln lassen. Ich bin einfach der Schwach. Und das ist das, was für mich irgendwo so, das ist das Wichtigste. Und da muss ich nicht von irgendwelchen komischen
Idee von Natürlichkeit oder von Proprietät lede lassen mir einfach von dem was will ich an wie will ich aussehen an wie fühle ich mich wohl. Mega. Ja, und zu dem Hygienesdinge so ich zum Beispiel auch immer an der Schule hygienisch ist nicht unbedingt, wenn er mega viel Hautirritationen oder Klangverletzungen hat oder auch gewisse Pickeln, weil er sich eine fancy Intimfrisur gemäht hat, den am Anfang möchte, weil die Gesellschaft einem das sieht. So, aber ja, ich denke, das ist auch einfach so Dave, teilweise an uns dran und hat natürlich ja auch mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Also mir schon ein bisschen so über Geschlecht geschwärzt und was Frisuren mit Geschlecht zu tun haben. Et huet auch mit Race zu den. Da hun ich, das kann ich euch verlinken. Es gibt eine aktivistische Person, die heißt Alok Veman und die möchte relativ viel zu Körperbehaarung, das ist eine nicht-binäre Person, und wie das auch durchgesagt gouf, dass weiß Frauen für allem kein Körperhaar haben, als Marker dafür, dass sie irgendwie superior wären oder so oder irgendwie mehr evoluiert. Also auch hohe haben natürlich für unterschiedliche Leute unterschiedliche Konnotationen und ich fand das auch wichtig mit zu bedenken. Ja, dass auch Leute diskriminiert gehen aufgrund von Haar und wie viel Haar sie haben, welche Haar sind, danach ganz stark Vorstellungen auch in unserer Gesellschaft sind. Das ist was selbst was wir können verlinken an unsere Shownotes, da könnt ihr euch das mega gucken. Weil ich fand schon interessant zu sehen, dass es historisch gewusst ist, dass wir als Empfang als irgendetwas evaluiert haben aufgrund von gesellschaftlichen diskriminierenden Strukturen, wie low die Haare sollen sein oder nicht sein. Genau, also ich meine, vielleicht fand ich ja etwas zu der Geschichte von den Haaren an der Intimfrisur, weil ich nachher weiter verlinke. Das finde ich was spannend. Eine Geschichte von der Intimfrisur. Bestimmt irgendwo. Aber nicht, ja. Dann schreibt hoffentlich geschwind ins. Hast schon alles gesucht, weil. Es gibt bestimmt noch viel zu sagen. Ich bin ein bisschen ausgeriert und ich mengen, wir haben genug über Haar geschwärzt. Yes. Na ja, dann. Wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und einen Nullausstraherinnen auch. Lo könnt noch eine Rubrik. Und dann hören wir es geschwind. Ciao. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to? Mit SexpartnerInnen kommunizieren. Wie kriegen wir den Sex, die Intimität und die Berührungen, die wir wollen? Indem wir unseren Sexualpartner, Partnerinnen genau kommunizieren, was wir wollen. Das geht natürlich klar mit wieder. Dafür gibt es schon die Rubrik How to schwätzen über Sexualität. Aber schwätzen kann heinz so nicht so einfach sein. Wir fanden nicht die richtige Wörter, haben nicht genug Vorbilder, die uns weisen, wie gut über Sexualität schwätzen geht, oder zu viel Gefühle, wie Schuld, Scheuheit, Unsicherheit, Angst und so weiter, die uns bei einem Gespräch am Weg stehen. Oder wir wollen noch einfach mal ein Kind nicht schwätzen, mehr etwas Anderes ausprobieren. Gott sei Dank ist ein direktes Gespräch anzufangen nicht die einzige Möglichkeit, über Sex, Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse zu kommunizieren. Aderweis Nummer 1: Weisen. Et kann in führenden Nähen masturbieren. Wenn es dir schwer fällt, genau mit Wörtern zu beschreiben, was du gern hast, probiere zu weisen. Masturbation ist eine wunderbare Art und Weise für zu weisen, welche Art von Stimulation einem gefällt. Eine Aufwandlung von 4 Weisen wie dann von der anderen Person zu feiern. Art und Weise Nummer 2: Schreiben. Wenn es dir beispielsweise schwer fällt, Fantasien, die du gerne ausprobieren, an der Face-to-Face-Kommunikation zu teilen, da kannst du sie auch schreiben. Sie wird an einem kurzen Sext, also einem sexy Massage, oder einem mehr langen Aufsatz, den du schreibst, oder auch mit einer erotischer Kurzgeschichte oder einem Brief. Wenn du übrigens mehr willst zu Sexting allgemein geworden, dann lauscht du an die Episode Nummer 73 oder an die Rubrik How to Safer Sexting. Aderweis Nummer 3: Spielen. Es kann Ihnen auch etwas spielen, zum Beispiel eine Runde Wahrheit oder Pflicht zum Thema Sexualität. Wissel dir auf, einerseits Fragen zu stellen,
an andererseits nur bestimmte Berehrungen oder Handlungen zu frohen. Natürlich immer am Konsens, also am gegenseitigen Verständnis. Du kann ich noch gut drüber schwatzen, wer den für wat will und nicht will machen, was einem gefällt, was nicht. Et kann den Hai zu einem Moment nie soen, also zum Beispiel, dass ihn eng froh nicht will beantworten oder eng Berehrung nicht will empfangen oder ausfeieren. Dat ist eine wunderbare Übung am Grenze formulieren an Nesoen. Et kann ihn dann auch nur enger neuer froh oder enger neuer Berehrung frohen. Eng aner méi spielerisch Aderweis, wie etwas wat Punkt 2 schreiben a Punkt 3 spielen verbindt. Et kann ihn zu summen eng want, will, won't löscht schreiben. Also eng löscht mat Sachen, den will machen, want, mat Sachen, denen sich kann vorstellen, will, an mat Sachen, den net will machen, won't. Das ist ein mehr spielerischer Approach für Personen, die sich schon mehr gut kennen. Wenn ein want, will, won't löscht googelt, da findet ihr noch dazu Anleitungen. Ich verlinke euch eng an den Shownotes auf der Website. So ein want, will, won't löscht muss ihn auch nicht unbedingt zusammen machen. Und das ist auch eine gute Idee, sie allein für sich mal auszufüllen. Aderweis Nummer 4: Füllen. Et kann ihn auch eng Runde Berehrungen spielen. Das geht zum Beispiel so. Et stellt in sich einen 5-Minuten-Timer. Die erste 5-Minuten-Runde darf eng Person Nummer 1, Sache frohen, die sie bei Person Nummer 2 will machen. Sie fragt, darf ich bei dir? Person Nummer 2 darf ja oder nee sagen. Fängt los an, also ist spezifisch. Zum Beispiel, darf ich dein riesen Arm dus entlangfuhren an Himmeln für ungefähr eine halbe Minute. Person Nummer 1 guckt immer auf Zeit. Ein Tipp für Person Nummer 1 ist, los da wirklich Zeit ranzuspielen, ob was du Lust hast zu machen bei der anderen Person. Das ist ein Tipp, gilt aber auch für Person Nummer 2. Los da Zeit für zu fühlen, ob du wirklich Lust hast, was die andere Person proposiert. Nachdem Person Nummer 1 Berehrungen angeboten und Person Nummer 2 ja nie gesagt hat, dreht es Stell dich einen 5-Minuten-Timer. An diesen 5 Minuten bietet Person Nummer 2 der Person Nummer 1 Berehrungen an. An den nächsten 5 Minuten bietet Person Nummer 2 Berehrungen an. Dann kann auch noch ein weiteres machen. Das geht es nicht darum, etwas für die andere Person zu machen, hier etwas anzubieten, mehr es geht darum, etwas für sich selber zu fragen. Fragt nur etwas, was die andere Person soll bei dir machen. Zum Beispiel, kannst du mich fast von Hand an den Arm holen für 1 Minute? Oder kannst du mich überall am Gesicht küssen? Oder willst du mir 2 Minuten eine Massage do an do machen? Auch heute ein Tipp, gemütlich anzufangen, sich Zeit zu lassen und wirklich zu gucken, ob wer die Lust hat. Den Timer kann ich natürlich so lang erstellen, wie ich das will. 2 Minuten, 20 Minuten. Fängt mit man an und guckt, wie viel Zeit er will. Danach kann ich auch darüber schwatzen, was einem mehr Licht gefallen ist. Etwas zu freuen, weil die will empfangen, oder etwas anzubieten, weil die will gehen. Ein anderer Approach, der mit vielen zu tun hat, wie auch nach dem Pleasure Mapping. Da könnt ihr dem Elising-Rubrik dazu lauschen. Pleasure Mapping ist eine Technik, wo ein Körperteile erfasst, für herauszufinden, was sich gut aufhält und was nicht. Für so eine geografische Karte, also eine Map vom eigenen Körper zu erstellen, wo Plaisir entsteht. Aderweis Nummer 5: Gucken. Wenn Ihnen sich wohl da fehlt, kann Ihnen auch zusammen Porno gucken. Es kann Ihnen zum Beispiel ein Video gucken, den Handlungen oder Fantasien beinhaltet, die ihr gut findet oder gerne gegen ein Kehr ausprobieren. Auch hier gilt, seht gerne genau. Darüber, was ihr gut und auch was ihr nicht gut fand am Porno. Hier kann es doch eine gute Idee sein, sich außerhalb von der gratis Mainstream-Pornografie umzugucken. Da können wir zum Beispiel die Pornoplattformen Cheeks, CHX oder auch pinklabel.tv empfehlen.
Huet eng methodisch ugeschwart? Dann probéier se aus. Du an deng SexualpartnerInnen huet verdingt, dat Wënsch, Bedürfnisse a Fantasie Platz fannen. Und zwar am besten, ohne dat die aner Person lehren muss, Gedanken zu lesen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meis immer. Ihr fand Mayvey Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Mayvey Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive sexuell. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.